Zwar gehen 3 Feuern, an dem ein ganz Party Junker leben. Der Nölzig-Kanal waren 2 von diesen Häusern ran und hat sich mit den Edukateuren, aber auch mit den jungen Bewohnern von diesen Häusern erhalten. Ich bin Daniel, 16 Jahre alt und gehe an die Schule an LT. Ich bin Tamian, ich bin 17 Jahre. Ich bin Kevin, 10 Jahre. 14 Jahre alt. Ich bin Tau und ich bin 12 Jahre alt. Am Kader vun hirem 40. Geburtstag huet der SBL Solidarité Jeune et eis erméiglecht an 2 vun den 3 Äscher Foien filmen ze goen. Den Dan Halsdorf erzéier am Foie Nei Äsch huet ass hireieren Daresoflaf emol beschriwen. Um 6:30 mammer si wakrech, alle Goeten op Lycée oder Primärschulzkanner, dann wäschen sie sech, den sech um 7 Auer kommen owen Kaffeestech, drinkt ze zum Kaffee. Und dann gehen die groß an die Klang für 7:30 und raus an die Schule. Da so flawer sech wie an enger normaler Familie. Kanner kommen aus der Schule, ma jessen zusammen. Da se größtenteils Hausaufgaben zu machen, wo man ihnen helfen. Ja, ich komme dann heben oder Schule und dann gehe ich an den Kummer, meine Hausaufgaben. Dann komme ich dann ja auch rauf und schwätze mit Edukateuren oder so. Freund dann für zum Beispiel Konsole zu spielen, also Playstation. Oder so etwas. Oder vor Ferras für Zuchti. Dann, wenn sie fertig sind, sind es Doktorsrendezvous, es Trainingen, wo sie gehen. Sportaktivitäten oder gehen raus, ein bisschen an Nasch spazieren oder whatever, an Badanstalt schwammen, wie normal jugendlich auch. Und dann overs, Duschenszeit. Zuchti ass an de Mëttes dann rausgeht, muss ich dann fir Owes ersten dosinn, also tegen 4 und dann kann awer rum hin noch rausgoen und dann muss engstand befir Schlufe geht heiner kommen für, ja. War das an Schlufenszeit hier am Foyer? Bei Meer als Schulzeit 10:30, aber Kanzenzeit 11:30. Das ist für sie auch wichtig, weil oft kommen sie aus Familien, wo keine Struktur dran ist. Net moes Kaffee gedrunket oder den einen trinkt den Marder Kaffee, den anderen trinkt den Sänger Kaffee. Das selbe beim Mittagessen, das selbe beim Abendessen. Wir gucken noch, dass wir immer relativ zu den selben Zeiten essen, weil das doch für sie wichtig ist, weil viele kennen das gar nicht. Overs gucken wir heute zusammen Fernsehen und dann ist da, wenn wir dürfen, da spielen wir auch Playstation. Soll in die Ambiance kreieren, dass auch für sie in daheim ist. Das Ganze ist wie Familienleben, ne? Wie an der Familie auch, da wird man mal zum ersten diskutiert oder so Sachen, zusammen Naps geguckt im Fernsehen oder Spieler zusammen gemacht. Also wir dürfen helfen kochen und das macht gut, dass sie wie daheim eben halt wieder kocht auch auch nicht. Und ja, Overs machen die großen Service. Von wo warst du gekommen, ehe du hier an der Foyer gekommen bist? Bei meiner Tata zu Bierles. Und hast du noch Kontakt mit deiner Familie, mit deiner Tata zum Beispiel? Mit meiner Tata und ich noch mal Kontakt, aber mit meinem Papa auch. Ich gehe so wie ganz besichern und mein Papa rief mir auch all darum. Ab einem bestimmten Alter können mehr dezidieren, wie man den Kontakt zu unserer Familie, zu unseren Eltern wollen halten oder auch nicht. Und die Edukateuren unterstützen uns dabei, aber beratschlagen uns am Anfang, wenn wir irgendwie nicht genau wissen, sollen wir oder sollen wir nicht. Schon mit meinem Papa all zweite Samstag bis Sonntag. Also da schlafen wir auch bei meinem Papa an all zweiten Samstag und Sonntag bei meiner Mama schlafen. Also der dann aber wichtig, Kontakt mit der Familie zu haben. Ja, schon, weil ich von der Familie bleibt und uns immer Familie und egal was vielleicht vorgefallen ist. Wichtig zu haben, als 5 Jahre meine Eltern wiederum gesehen und anrufen, freuen sie dann, wie es ihnen geht,
was sie gemacht haben. Und ja. Mit mein Pap, der rief mir alle run oder ich rief hin alle run. Mein Tata ruft mich mit, wo sie mal un. Und dann gehen ich ganz, hängt davon auf, bei Pap oder bei meinem Tata. Wie wichtig ist für dich, für noch Kontakt mit deiner Familie zu haben? Das ist meine Priorität, mit meiner Familie zu haben. Also Kontakt zu haben mit meiner Familie. Also wir haben verschiedene Kinder, die du weekend können heimgehen, wo das von den Eltern aus okay ist, wo das von uns aus okay ist, wo keine Gefahr besteht für die Kinder. Die schlafen dann noch da, das heißt, die sind noch fort. Und grob kann ich sagen, dass wir den Weekend halb besetzt sind. An diesem Fall hecht dat Feierkanner vun Nacht. Dass die Visiten awer net immer selbstverständlich sinn, erklärt euch de Cedric. Do sind noch Kanner, wo irgendwann gesot gëtt, dat keine Relation méiglech ass an die bereden man dann noch darüber fir sich vun ihren Eltern bëssen aufzugrenzen, wat ganz schwer ist bei Eise Kanner. Anderer die wo ältere sinn, wo ich kann Vertrauen zu ihnen opbauen, die können dann noch irgendwann am Träger an ihre Familie gehen. Aber das ist nicht immer der Fall, leider. Aber sonst ist das relativ wichtig. Also nicht so ganz wichtig, dass der Kontakt nicht aufbricht. Weil wenn sie halt fortgehen mit 18 oder noch vielleicht die irgendwie lang bleiben, dann haben sie so schnell mehr, wenn man da den Kontakt zur Familie aufbrechen lassen. Wie gibst du die Beziehung zwischen erst Junker am Feuer beschreiben? Ich fand am Punkt genau ziemlich gut mit den einen die vielleicht besser reden sie mit anderen, auch mit diesem Klangen, also meine Mädchen von 6 und das eine ist einfach, ich fand das ein bisschen, sie für mich so wie meine kleine Geschwister ein bisschen, Das ist ganz okay, das habe ich mir geht ja mal Comedy und ja. Geht, es gibt doch verzwickte Situationen natürlich, weil ja, aber zum Beispiel wir delen noch viel so, wenn irgendwie nach richtig Käse ist, dann delen wir das zum Beispiel. Gut, und hast du noch Streit? Das wird der Streit dann zum Beispiel ausgelöst. Wenn es sie nerven, mam Lego, aber dann nerven sie auch, weil sie wollen dann einfach Lego-Stecker und da gehen sie da doch auf mich. Wie schätzt du dann die Beziehung zwischen den Jungen hier am Haus und wie verstehen sie sich so ineinander? Sie verstehen sich gut aneinander, sie unterstützen sich gegenseitig. Und das ist auch kein Mann sein Teufel. Das ist wirklich eine ganz, ganz flotte Beziehung, wo sie sich schon sind. Dann natürlich die sich besser aneinander verstehen, mit das aber kein den großartigen Streit mit einem Mann hat. Sie gehen wirklich ganz gut miteinander. Sie leben an einem Tag. Aber richtig Freundschaft im Mensch entstehen nicht oft. Es könnte viel, dass sie sich auch dünner noch begegnen oder auch an ihrer Freizeit begegnen. Das heißt, wo sie vielleicht am Weekend sind, dass sie so nach mir in der Hölle etwas zusammen. Aber meistens ist es so, dass wirklich zweckgebunden ist, dass sie zusammenhalten nehmen, für dass sie nicht allein durchstehen. Was weißt dir, dass du eine gute Beziehung zu den Kindern hier im Haus hast? Also ich gesagt, wenn sie oft bei ihr kommen, für persönliche Sachen zu froh. Sie kommen rot froh, sie am Anfang ist das vielleicht ein bisschen mehr überflächlich, aber mit der Zeit dann kommen sie schon rot froh, was doch ihre Eltern noch geht, weil sie sich da sollen behören sollen, weil die Kinder, die hier sind, die haben relativ viel erlebt. Und dafür geht es darum, für eine Beziehung aufzubauen, das braucht natürlich Zeit. Die Kinder, die wir hier haben, die bleiben relativ lang bei uns am Feuer. Das ist mir 100, die bis 18, 19, 20 Jahre da sind. Und da hat ich wirklich Chance, für eine flotte Relation zu ihnen aufzubauen. Ich fand es am Anfang ziemlich gut, weil sie unterstützen uns und natürlich können wir mit ihnen nähen, weil wir andere Meinungen haben. Ich meine, das ist immer so. Mit ihnen geht auch immer gut, bis gehen wir ein paar Streiterei. Ziemlich gut. Ich habe gedanklich mit einer CA1. Die Sache, wo wir steuern, wie mit den Flappen, dass wir die unhören. Und dass wir nicht dürfen, bis mit der Tür abschließen.
Mir fehlt auch viel Wart, weil schon noch nach der Kevin, die wir mal an der Kummer ist. Sie eng Sachen nur vertrauen, die für sie wichtig sind, die hier ege Welt bis betreffen, nicht unbedingt was man am Alltag hun oder was sie an der Schule hun, mehr auch mit persönliche Fragen können kommen. Wie wichtig also dir gute Kontakt zu den Edukateuren zu haben? Ja, das ist das wichtig, weil sie wollen mir auch vieles beibringen, wenn ich dann nicht nur dran am Leben mich später, dann kann ich alles zurück. Was gibst du da wünschen, dass der Zeier hier am Feuer nicht machen oder ist alles gut wie los? Die meisten Sachen sind gut, hey, sie müssen ein paar Sachen mehr easy lassen. Zum Beispiel wer op Zucht die goen net vielleicht direkt 6 Punkt zurückkommen, weil meistens kommt ein bisschen mehr spät auf Verspätung. Und sind sie nicht jemand Vollmatte oder wie? Ne. Wie hat sich dadurch als Erzieher an den letzten Jahren verändert und wie eng Auswirkungen hat das Veränderung eigentlich auf Kinder oder auf Jugendliche? Also derbesch vum Erzeier, die ändert sich sech alldach. Weil alldach mir bleiwe net stoen, d Welt geht weiter, kommt immer neu Affles vubause ran, du muss immer neu sech erfannen, neu Methode fannen, mat Kanner ze schaffen, kann den net so dat war de fir 10 Joer eng Buch gelehrt huet, dat haut nach gëlt. Das auch wichtig, dat immer neu sich neu Wehr ze fannen, weil egent van greift dat alt méi. Dat können also in alldags trott, wofür sie dann auch derselbe immer ass an den van funktionieren die Sachen. Du musst immer neu Moien neu Wehr fannen fir unkanner run zu kommen, Martin zu schaffen, Summe Martin zu schaffen, sie selber dazu zu bringen und sich zu schaffen. Ja, also als Kanner sie ja ganz normale Schulen integriert, sie sind an normale Schulklasse, sie gehen dann extra Schulen an merken sech, dat ze flott Bezeungen opbausen noch, weil se immer im Kollegen oder Freundinnen mal an Haus bringen, die kommen dann noch moliessen oder verbringen ja, paar Stunden he, sie kommen oft mat Freundinnen oder Freunde, wo Referat ze summe machen, dann schaffen sie zu summen ha an dat weiß aber dat ze ke Geheimnis draus machen, dat ze an engem Feuer sinn. Hust doch Freunde außerhalb von denen wo he leben? Ja, e Kolleg die wohnen doch ganz no hei an auch an der Schule hun ich noch viel Kollegen do. Also ja, schon da pur Mädchen kind mat Fußball spielen. Ganz klar, Freunde von ihr die hier kommen sehen, Freunde die ich no keine gelehrt hun, das nimmen also das behalte ja aber sein soziales Leben noch von den Hainer können. Wat vielleicht wichtig ist, als zu sagen, dass Foyer, dass du nicht Kanner sind oder nicht unbedingt Kanner sind, die Apps verbrauchen. Oft sind Kanner an einem Foyer, weil die Eltern sie nicht adäquat erzählen. Das Kanner sich vielleicht nicht die Regeln halten, die wir hier haben. Das kann schon dadurch, dass sie das nie gelehrt haben, sie für tun. Und dafür sind sie dann auch an einem Foyer. Das ist also der ganze Prozess, den so lebt. Wie die Kanner, die mir hun, dat sie kein schlimmer. Hast doch viel nach Kontakt mit den Jungen zu haben, die du heute kennengelernt hast? Ganz klar, also ich meine, verschiedene Leute, ich habe schon verschiedene Leute gesehen gehen und meine Bestfreundin war auch hier und hat also seit 2 Jahren nicht mehr hier und wir haben nachher immer ganz viel Kontakt und ich meine, nicht mehr, weil ich nicht mehr bei ihr wohnt, heißt das nicht, dass ich den Kontakt komplett zu ihr verliert. Wo willst du dann noch hinkommen, wenn es hier zum Freigeben rauskommt? Also wenn ich meine Schule fertig bin und noch mein Papa versprach, für immer werde ich op de Biersch goen an da werdst du még habech man. Wat wäre fir dich die ideale Voraussetzung fir de Freiheitsverluste? Ich gif dir dann hat verlosen mat 18 vu méiglech an noch
gut also das positiv umdenken net negativ. An den wenigste Foien setzen kann er durch egent verschulden. Oft dass die Meinung dabei sind, dat am Foyer du sind die schlimm kann. Wobei Leute vergessen, dat du kann er ältere sind, die so weit brüschen, dat kann er an Foyer muss goen, weil er Richter décidéiert huet. Die Situation das nämlich tragbar, die kann er leiden an der Situation, die müssen aus dem Kader, aus der Struktur Familie rausgeholt gehen, weil sie sonst dort zugrunde gehen. Und das fand ich so schön, weil kann er können nicht dafür, dass sie am Feuer sind.